Ein Single kommt selten allein. Das könnte man als Überschrift über eine gesellschaftliche Entwicklung setzen, die seit ein paar Jahren zu beobachten ist und die immer grössere Ausmaße annimmt. Single, habe ich gesagt. Und das ist einfach der amerikanische Ausdruck für Leute, die allein leben, im eigenen Haushalt, freiwillig oder unfreiwillig, weil sie noch keinen Partner haben oder weil sie den Partner verloren haben oder weil sie gar keinen Partner wollen. Das ist Radio Retro. Ein Ohr voll aus dem Archivschatz von der SRG. Was für uns heute selbstverständlich ist irgendwann mal neu gewesen. Zum Beispiel der Single als Begriff und offenbar auch als Zustand. Im Januar 1980 hat DRS2 Single-Dasein zum Thema gemacht. Für die Moderatorin Eva Eckli haben sich ein paar Fragen gestellt. Bahnt sich da eine neue gesellschaftliche Entwicklung an? Eine Alternative zum Leben in der Zweierbeziehung und in der Familie? Das ist die Auffassung von verschiedenen Beobachtern. So vom Psychologen Jürgen vom Scheidt, der in München eine Beratungsstelle für Singles leitet und über das Thema Singles ein sehr lesbares und nützliches Büchlein publiziert hat. Er definiert zuerst einmal den Single. Ja, ich unterscheide den eigentlichen Single. Das ist ein Mann oder eine Frau, erwachsen, der im eigenen Haushalt lebt, selbstständig ist, berufstätig ist in der Regel, der sich selbst versorgen kann. Und der zweite Typ ist der Krypto-Single, wie ich ihn nenne. Krypto ist ein griechisches Wort, heißt verborgen. Das sind Menschen, die in Beziehungen leben, als Familienväter, als Mütter, die aber von der Bewusstseinsform, von der Lebensform her auch eigentlich als Singles zu bezeichnen sind. Die sehr stark ihr eigenes Leben führen und nicht so sehr, wie ich es für eine Partnerschaft verstehe, sehr stark die Beziehung pflegen. Gibt es eine ganz besondere, spezifische Charakterstruktur des Singles? Ich meine, geht schon aus der Biografie eines Menschen hervor, dass er einmal wahrscheinlich ein Single oder ein Krypto-Single sein wird? Da kann ich spekulieren und auf Erfahrungen zurückgreifen. Ich würde meinen, so wie Menschen, wie speziell Kinder und Jugendliche heute aufwachsen, werden sie praktisch zu Singles erzogen. Unser ganzes Wettbewerbsprinzip, unser Rivalitätsdenken in der Schule, im Beruf, zielt darauf ab, den Einzelnen zum Einzelkämpfer zu erziehen, nicht zur Zusammenarbeit. Wir kommen nochmal auf das Thema Singles zurück. Nächste Woche in der Rubrik «Gesellschaft aktuell», unter anderem mit Vorschlägen zur Selbsthilfe für unfreiwillige Singles.